Am Müllertal finden noch die ältesten Überreste von der menschlichen Besiedlung heute zu Lützeburg. Für was sind die ältesten Lützeburger dann an Müllertal gegangen? Für was haben sie besonders die Sit abgesicht? Das ist relativ einfach. Ich meine, einerseits war Busch da, mit vielen Tieren dran, die sie geschürcht haben, die als Beute dann frohgekommen sind. Zweitens war auch Wasser überall da, das heißt, sie konnten relativ leicht und Wasser kommen. Drittens, sie konnten die Filzsplicken nutzen, für sich zu verstoppen, für sich zu schützen, aber auch für hier Eiswuren zu stockieren. Und sie waren nicht ganz weit weg vom Plateau, wo sie dann auch andere Sachen konnten sammeln für zu essen. Wenn ihr Nahrung guckt, von den Leuten, die besteht dann hauptsächlich eben aus Wild, aber das war auch nicht alltag im Menü. Ich meine, das, was meistens drauf war, war eben Material, was sie gesammelt haben. Sie wird Hirselnuss, sie wird Kehren, sie wird Bieren, die sie dann gesammelt haben, für hier Nahrung zu komplettieren. Das Modell von Lützeburger Sandstein weist eben eigentlich die Filzwände mit den Blicken, wo man sich gut darauf verstoppen kann, wo ein an der Wand war, wo sie konnten eine Siedlung absetzen, mit Zelten, Feier machen, und all die Sachen, da finden eben am Müllertal rum. Sogar sie haben sie hier Leute damals begraben, hauptsächlich in der Filz 4 Spring, wo sie dann am Sand begraben sind, aber wo sie sich dann auch relativ lang, relativ gut erhalten haben. So war die Bemöglichung anhand von Skeletten auch den ältesten Lützeburger nachzubilden. Und der sitzt im Kanapee drinnen an der Entrée vom Museum.